Moin moin und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wey, ich glaube, ich bin gerade der Einzige, der sich freut. Nein, also alles klar, wir haben ja noch mehrere Quests gerade zur Verfügung, die wir da am erledigen sind. Und zwar einmal Verflüchtigung, zurückgelassene Rüstung, zurückgelassene Helm und Knochenhaufen, die wir einsammeln müssen. Und wiederum müssen wir dann auch einen Feldtest durchführen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah nein, das ist stechen lassen, Feldtest ist das gar nicht da, der ist... Doch, der ist auch da. Hä? Also wir müssen Monstrositäten töten und wir müssen einen Feldtest durchführen, aber irgendwie müssen wir ja auch noch Rüstung einsammeln. Wo ist jetzt die Quest an? Die ist verschwunden. Okay, dann schauen wir das mal schauen. Ich glaube, die ist in dem Fall integriert mit irgendwelchen anderen Quests. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir machen uns direkt mal aufs Schlachtfeld drauf. Die wartet schon ziemlich auf uns. Und zwar da unten wartet nämlich jetzt schon das Rüstungsteil, aber ich würde jetzt mal behaupten. So, jetzt haben wir das Rüstungsteil. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen dieser Quests. Hat das mit der zu tun? Nein, das ist das mit dem Öl einsetzen. Da müssen wir zerbrochene Front begeben durch 5 bullige Monstrositäten. Also wir müssen 5 von denen hier töten. Das habe ich schon richtig verstanden. Aber was hat jetzt das mal mit diesen Rüstungen auf sich? Verwirrt! Sowas von verwirrt. So, aber das ist ja gar kein Hindernis, die Monstrosität. Jetzt können wir den nämlich auseinandernehmen. Was ist diese hier? Ein zurückgelassener Helm. Und da oben vorne hätten wir dann auch schon einen Knochenhaufen. Brauchen wir die für... Hey, die Quest ist verschwunden. Bin ich jetzt komplett perplex. Feldtest durchführen, stechen und stoßen. Aber wo ist jetzt die Quest an mit dem, dass wir die Rüstung einsammeln? Ich glaube, ich verstehe gerade momentan noch irgendetwas ein bisschen falsch. Aber das ignorieren wir jetzt einmal, weil wir müssen ja sowieso ein paar von denen ausschalten. Dann sollte ich das automatisch eigentlich besser anbekommen. Es kann eben sein, dass ich jetzt aus Versehen auf Verbergen gedrückt habe bei der Quest. Ich schaue mir das jetzt gerade nochmal ganz kurz an. Böse Totenbeschwören müssen wir auch erledigen. Genau. 5 Stück auch von denen. Dann würde ich sagen, wir schauen, dass wir jetzt einfach das komplette Feld mal leer räumen. Dann sind wir sicher am besten dran. Jetzt soll das Skelett soll einfach durchraisen. Soll uns ignorieren. Hey, geht's noch? Hast du genau gewusst, dass ihr da noch ein anderes Spiel mit reinbringen? Das geht ja mal gar nicht. So, ja gut. Dann haben wir wenigstens eine unserer Fallen locken. Nice, dann schauen wir mal, dass wir das Skelett ausschalten. Ich kann nur ja direkt mal um den kümmern. Ich gehe mal dort die Monstrosität looten. Okay, okay. Ich muss, glaube ich, noch mal ganz kurz schnell einen Questlog rein. Und zwar. Wir müssten ja eigentlich... Habe ich sie aus Versehen auf Verbergen gedruckt oder so etwas? Wir müssen ja da wirklich Rüstungsteile und so Sachen einsammeln. Ich bin ein bisschen verwirrt. Sitzt einige gepanzerte Soldatenattrappe. Ah, okay. Also wirklich für die Quest, Feldtest, müssen wir die Einzelteile einsammeln. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Jetzt hat es auch der blödste Mensch auf dieser Welt verstanden. Und das wäre an dieser Stelle immer noch ich. So. Totenbeschwörer machen aus dem Weg rum. Ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt die 2 Sachen. Und sonst probieren wir, wenn wir das mal gerade schnell ausprobieren. Ich probiere das jetzt mal aus. Attrappe zusammensitzen. Schauen wir mal, was da draus wird. Ah, jetzt greift. Okay. Okay. Ich kann dieses Ziel nicht Hä? Ah, das ist einfach ein Test. Ich muss gegen die gar nicht kämpfen, sondern die nehmen sich dann einfach automatisch mit. Ah, und jetzt stirbt die. Ja, hoppla Schorsch. Das nenne ich mal richtig episch. Also wir müssen da irgendetwas ausstellen, wo wahrscheinlich verseucht ist oder irgendetwas. Der frisst das und stirbt daran. Ne? Das nenne ich einmal einen epischen Tod. So, dann müssen wir uns mal schon um den Totenbeschwörer da noch kümmern. Schauen, dass meine Drachenfalken nicht absterben. Ich kann da mal schon mal das einsammeln. Das heisst, ich muss 5 Sachen von allem einsammeln, um die Feldtest durchführen. Ich muss einfach schauen, weil ich habe recht wenig Platz. Ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar. Hey! So, warte, probieren wir das mit der Trappe gerade nochmal aus. Jawohl, okay. Dann haben wir nämlich die Quest schon erledigt, weil die nimmt mir 3 Plätze in meinem Inventar weg. Und das ist ja auch nicht gerade das Beste vom Besten. So, der Drache schnappt sich, fliegt davon und... Richi, nein! Ich habe doch gesagt, du sollst die heben. Und da ist er ins Loch ab. Okay. Dann schlaf gut, mein Lieber, schlaf gut. So, das heisst, wir müssen jetzt noch einmal alle 3 Sachen einsammeln. Wir haben jetzt einmal die Rüstung, Kopfklammer des flüchtigen Öls, zurückgelassene Rüstung. Das heisst, wir müssen jetzt einen Knochenhaufen noch einsammeln.
Und noch ein Kopf. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, dann schnappen wir uns den Kopf, weil von denen müssen wir ja auch noch ein paar erledigen. Und ich schnappe mir jetzt hier den Kopf noch. Dann setze ich das einmal ein, dann sollten alle Questgegenstände weg sein. Jawohl, jetzt haben wir nämlich wieder 3 Plätze mehr hier in unserem Inventarführung. Da kommt schon der nächste Drache. Nice. Nimm das Ding und stürz in den Tod, warum auch immer. Solo Schattengederbe haben wir bis jetzt 2. Das heisst, wir schauen, dass wir jetzt gerade die ganze Runde hier erledigen. Bis ruhig. Hey, wie du uns jedes Mal im Weg kommen. Was ist mit denen nun los? Hat er sich jetzt gerade irgendwie aufgeheilt? Jetzt ist mein Drachenfalter gestorben, weil ich jetzt abgelenkt war mit dem Drachen und mit dem Totenbeschwörer. So, dann haben wir aber schnell wiederbelebt. Schnell weg da, dann können da die Skelette durchrennen, dass die uns da nicht gerade sehen, während wir da mit dem Totenbeschwörer kämpfen. Weil ich weiss nicht, ob das gut gekommen wäre, wenn wir uns alle 3 aufs Mal entdeckt hätten. Aber einer hat es doch noch entdeckt. Okay. Okay, dann kümmern wir uns schnell auf den auferstandenen Soldaten. Das funktioniert ja einwandfrei. So, die kann ich nicht looten. Aber ich versuche dich jetzt hier raufzulocken, weil da rennen die ganze Zeit irgendwelche... Ah, der bleibt am Ort stehen schon fast, weil er da ja seine Zauber einsetzt. Ach, was willst du da absorbieren? Nimm ihn Vögelschwarm! So. Dann haben wir gerade noch ein paar Sachen erhalten. Jetzt haben wir da 4 von denen, 4 von denen, 4 von denen. Das heisst, von jedem noch einen. Würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt ganz kurz schnell um den Schattendämpfer. Pulliger Monstrosität. Dann schauen wir, dass wir jetzt gerade den hier oben noch erledigen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Totenbeschwörer. Dann haben wir die 2 Quests eigentlich souverän erledigt. Gerade mal schon ein bisschen rumgegüchselt, ob man da noch irgendwo einen findet. Ich muss schauen, dass wir meine Stachelpfeile einsetzen, dass unser Fokus sich schneller aufhielt. Ich würde sagen, jetzt schauen wir da schnell auf dem Reittier nach, ob wir da irgendwo landen und uns einen rauszüpfen. Hallo? Wer will sterben? Da oben haben wir ihn. Das ist unser letztes Opfer. Da hinten hätten wir auch noch einen. Komm, der ist bei mir abseits. Nehmen wir den. Du bist unser letztes Opfer! Solo. Dann erledigen wir in dem Fall mal unseren letzten Totenbeschwörer. Und können nachher schön gemütlich eigentlich die Quests abgeben und schauen mal, ob wir schon mal die nächsten parat haben. So, yippie Schweinebacke und... Hey, geht's noch? Hallo? Der hat ein Rad ab. Mich einfach so wieder am Boden runterzuholen, wenn ich den abhauen will. Das ist meine beste Strategie, die dürfen wir mir doch nicht einfach klauen. Ah. Der aber hat irgendeine Kette losgeschossen, um uns einfangen. Das ist noch ziemlich speziell. Das ist mir jetzt noch gar nicht passiert, als wenn ich hier auf dem Mount oben bin, mich jemand oben abholen von dort. Aber ich glaube, das ist einfach in dem Fall der Monstrositäten ihre spezielle Fähigkeit, anderen auf den Keks zu gehen. So, da vorne wartet das Schiff auf uns. Jetzt müssen wir aber gerade mal schauen, dass wir wirklich noch schnell das Inventar ein bisschen leeren, weil es wäre ein bisschen mühsam. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wir haben aber nichts Gutes erhalten eigentlich. Da haben wir noch etwas. Aber wir würden kritischen Trefferwert wieder verlieren. Das haben wir einfach so am Boden gefunden. Das ist natürlich nicht... Ich kann mir überlegen, ob ich es mir antun soll oder nicht. Weil, ja, dann Vielseitigkeit haben wir allgemein mega wenig. Und man hätte dafür wieder mehr Beweglichkeit und Ausdauer, das würde sich eigentlich wieder ausgleichen. Soll ich mir es antun? Ah komm, wir ziehen es ausnahmsweise mal an. Jawohl, komm. Anziehen das Zeug. Dann haben wir halt einen kritischen Trefferwert weniger, dafür wieder Vielseitigkeit 1% mehr. Dafür haben wir Beweglichkeit mehr, Ausdauer mehr und ein bisschen mehr Rüstung. Das ist natürlich auch ziemlich verlockend. Aber ich glaube, wir kommen dann sowieso im Verlauf des Spiels noch bessere Sachen über. Also ich glaube es nicht nur, sondern ich gehe davon... Oh, das ist das falsche Schiff. Das ist das Allianz-Schiff. Dann sehen wir das wenigstens auch noch mal ganz kurz. Wie viel Leben haben die denn? Eigentlich könnten wir das überfallen und alle umnieten, hä? Nein, komm, das lassen wir jetzt sein. Aber wo ist denn... Ah, der! Mann! Lappi macht die Augen auf! Ich bin jetzt viel zu viel beschäftigt mit meiner Beutelin halt. Dafür sehe ich nicht, was ich da so genauer machen kann. Jetzt muss ich trotzdem durchschauen, dass ich wirklich nachher einfach durch kann verkaufen. Die Schulter wäre nicht schlecht, aber 17 kritische Trefferwert stecke ich nicht ein. Tut mir leid, da genauso wenig. Ich würde sagen, der Rest verkaufen wir endgültig alles plus minus. Dass wir auf der safe Seite sind und wir auch wieder Platz haben in unserem Inventar. Weil wie wir gesehen haben, haben wir jetzt den super Händchen eigentlich erhalten. Einfach von einem zufälligen Mob. Da sage ich natürlich auch nicht nein. Das zeigt mir auch, dass die 2 Quests da sind, aber da hinten ist das Schiff. Das tut sich die ganze Zeit da im Millimeter-Takt da rundum schlängeln. Da fährt das die ganze Zeit so hintereinander an.
Ich weiss nicht warum, aber eigentlich sollten wir doch einfach das Allianzschiff können, weil momentan in der Eiskrone selber sind wir ja eigentlich Verbündete, soweit ich das weiss. Und finde ich ein bisschen schade. Hallo zusammen. Sali. Sali. Warte, winken wir die doch noch ganz flott schnell zu. Winken, winken, winken. Winken, winken. Ja, in dem sein Gewinken da ist immer noch so eins zu viel für mich. So, dann kommen wir einen neuen Rücken über, aber der bringt uns gar nichts. Ich will die ganze Dose. Level up! Level up, Level 74. Nice Sache. So, Koltira Todesweber an Bord Ogrims Hammer möchte, dass ihr Wiederbelebungsgesetz für Monstrositäten benutzt, um einen wiedererweckten Monstrosität zu erschaffen, mit der ihr 15 Eisgule, 15 heimtückische Spuke und 15 auferstandene Soldaten der Allianz töten soll. Also wir müssen irgendetwas mit diesen Monstrositäten machen, mit diesen Drecksviechern, die mich da gerade versuchen haben wollen, am Boden zu tun. Wir würden dafür neue Beine bekommen, wir würden viel mehr kritische Treffer bekommen, dafür halt wieder ein bisschen weniger Tempo. Ich würde sagen, das können wir uns dann überlegen, wenn es soweit ist. Gegen die Riesen! Koltira Todesweber an Ogrims Hammer möchte, dass er ihm 5 pustelige Wirbelsäulen von pusteligen Schrecken auf Mond Retar bringt. Empfohlene Spieleranzahl 3. Könnte eine kleine Herausforderung sein, aber ich würde mal behaupten, wir allein sind schon genug stark für das. Besonders wir sind ja 3. 1, 2, 3. So, in dem Fall danke ich dir vielmals. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, weil wir haben da wirklich jetzt überall ein bisschen Quests offen. Hey, das habe ich doch jetzt gerade gemacht. Oh, die Quest haben wir jetzt erledigt. Die kann ich jetzt, wie es aussieht, irgendwo am Boden unten noch abgeben. Und die 2 Quests, wo warten die auf uns? Die warten beim Tor auf uns. Ich würde sagen, wir sind ja gerade da. Dann schaue ich, dass ich jetzt die Quest da kann abgeben kann. Und dann machen wir uns direkt auf zu diesen 2 Quests gegen die Riesen. Und das ist monströs. Das ist monströs. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Wo ist jetzt die Quest da? Die ist nachher markieren, dass ich es besser finde auf der Karte. Also mir wird angezeigt, dass ich sie gerade da abgeben kann, aber ich bin mir dabei ein bisschen unsicher, ob da irgendwelche Leute rumgestanden sind, wenn ich jetzt ehrlich bin. Knochenriesen. Ja, die sind wirklich nicht so ganz klein, hä? Nein, es zeigt mir an. Ich glaube wirklich, das ist auf dem Schiff oben und ich habe jetzt wirklich die Augen wieder genug aufgemacht. Aber auf dem... Ah, ich weiss wieder wo. Mann! Und ich muss eh noch meinen Beutel leeren. Ich erzähle die ganze Sachen, aber so verpeilt wie ich kann wirklich auch nur einer sein. Mann. Wahrscheinlich befindet er sich nämlich unterhalb vom Bord. Wir haben dort noch Quest vom Ingenieursmeister. Kann nämlich gut möglich sein, dass wir bei ihm die Quests abgeben müssen. Ist halt ziemlich mühsam, dass die Quests jetzt immer irgendwo anders angezeigt werden. Dass sie sich am Boden befinden oder dort befinden. Dann muss man halt ein bisschen mitdenken und das fällt mir persönlich ein bisschen schwer. Salut zusammen, da bin ich wieder. Tut mir leid, dass ich da schon wieder auf euer Schiff komme. Mein Dreck hinterlassen da mit meiner absolut grusigen Vorspuren, wenn ich da diesen Leichen die ganze Zeit über den Kopf hineinlaufe. So, genau in dem Fall bei dem Chefingenieur Coverklammer. Verflüchtigung! Da würden wir nochmal eine neue Halskette bekommen mit mehr kritischen Treffer, aber 10 Vielseitigkeit weniger bringt uns momentan nichts. Und bei dir können wir sogar gerade Sachen verkaufen, nice. Den Umhang können wir wegtun und den Rest würde ich sagen, verkaufen wir alles. Auch dich, das verkaufen wir. Da finden wir noch etwas Besseres. So, den Rest verkaufen wir alles. Wir brauchen wieder Platz in unserem Inventar da. Komm, weg. Dich brauchen wir gerade für unsere Quest. Das Herz, das können wir ja mal vielleicht irgendwann später noch brauchen, wenn wir... Nein, haben wir gesagt, tun wir auch weg. So, da tun wir einfach alles weg da. Wir finden sowieso wieder neue Sachen, wenn wir auch jetzt etwas würden verkaufen, wo uns nicht so all der Welt bringt. So, Leute. Ja, das sollte schon mal lange. Wir haben schon 704 Gold, wir haben über 200 Gold gemacht in dieser kurzen Zeit. Das ist natürlich ziemlich nice. Das sage ich nicht nein. Aber wir können ja auch pro Quest, die wir gerade momentan erledigt, über 20 Gold über. Das ist natürlich fabelhaft, würde ich jetzt mal sagen. So, Leute, ciao zusammen, macht's gut. Ich komme bald wieder, macht mir einen Tee parat oder einen Kaffee. Ich muss mich da auf die nächste Mission begeben. Und zwar, jetzt sehe ich nicht, wo mein Pfeil durchschaut. Ich glaube in die Richtung. Ich sehe mich da nicht auf der Map. Ah, schau, da schwapp ich ganz klein langsam führen. Das Boot hat uns komplett überdeckt gehabt. Die Quest sollte sich auch nicht allzu weit befinden. Irgendwo gerade da vorne. Ich gehe eher davon aus, gerade da hinter dem Tor zu da. Sieht da halt alles so neblig und aus irgendwie. Man hat richtig fast keinen Überblick da. Aber das bringen wir schon gut an. Das bringen wir irgendwie schon an. So. Das Tal der verlorenen Hoffnung. Eure Hoffnung ist auf dem Weg, denn der Schweizer kommt und der lässt sich gar nichts sagen, machen und tun.
Ausser dass er ein paar Quests erledigen will, wie so ein richtiger Auftragsmörder, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger passt besser. Wir sind Kopfgeldjäger, die unsere Quests erledigen wollen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal vor Ort an, was sie da von uns verlangen. Also eine Quest wäre eigentlich gedacht, Puzzliger Schrecken. Du bist auch ziemlich gross unterwegs da, hä? Puzzliger Schrecken, das sieht irgendwie noch da aus. Wow, 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 aber da sind einige unterwegs. Da sind wirklich einige unterwegs. Aber ich glaube, genau für das müssen wir jetzt die Monstrositäten beschwören. Für das müssen wir jetzt gerade mal schauen, wir müssen irgendwelche Monstrositäten verwandeln. Also irgendwelche solche. Müssen wir mit dem da verwandeln. Benutzt gekühlte Monstrositäten, Eingeweide, um ein wiedererweckter Monstrosität zu erschaffen. Also wir müssen die zuerst töten und nachher wieder erschaffen. Habe ich das richtig verstanden? Ich probiere es jetzt zuerst einmal so aus. Wenn das nicht funktioniert, dann einfach drauf los. Ich glaube, wir müssen in dem Fall jetzt 15 Monstrositäten ausschalten, wenn ich das richtig verstehe. Oder einen allein, zwei allein lange schon. Das kann ich jetzt gerade noch nicht beurteilen. So, jetzt haben wir den wieder weg. Aber ich würde gerne sicher mal noch 1, 2 mehr einschalten, weil jetzt sind schon ziemlich viele auf dem Weg gewesen. Und wie viele Monstrositäten wir wiederbeleben, das war uns ja nicht vorgegeben. Das heisst, wir machen uns jetzt eine kleine eigene Untotenarmee. Und machen uns eigentlich mit denen auf den Weg, um das zu erledigen. Hallo? Kann ich wirklich nur einen beschwören, oder wie? Hallo? Hä? Also ich kann wirklich nur einen einzigen beschwören, um das zu machen. Aber das finde ich schon ein bisschen happig, nur mit einem einzigen. Muss ich halt schon warten, bis das nochmal aufgefüllt ist. Hallo? Jetzt fehlt uns Eingeweide von Monstrositäten. Okay, okay. Meine Begleiter sind auch gerade verschwunden. Ich würde sagen, wir kümmern uns gerade mal schnell um den hier. Jetzt hoffen wir, der andere erkennt uns gerade nicht. Dann versuchen wir das halt jetzt gerade nochmal schnell. So, jetzt komme ich da gekühlte Monstrosität Eingeweide über. Und ich kann da wirklich nur einen einzigen beschwören. Das langt uns ja niemals. Das langt uns doch niemals. Wie soll uns das langen? Haben die Armee vorher gesehen? Das wird ja schon bitter ein bisschen happig. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Kurzen Moment da. So. Sorry, ganz kurz, schon müssen noch etwas umstellen. Komm, hau mal eins. Der macht ja keinen Schaden. Der macht jetzt aber wirklich sowas von keinen Schaden. Und wir haben wirklich nur einen einzigen Drachenfalken, der uns da unterstützt. Ich weiss nicht, ob das gut kommt, nur mit einem einzigen da rein zu gehen. Ja, wir schauen uns das mal an. Wir probieren es aus. Wir probieren das mal aus. Aber jetzt habe ich es wirklich probiert, den zweiten Beschwören, und das ist schon voll nach hinten rausgegangen. Ich könnte es schon nochmal mit dem da probieren, aber die Monstrosität steht immer auf meine Leichen, die ich looten will. Hallo? Abfahren, ich muss auch mein Zeug looten. So, ich probiere es jetzt trotzdem nochmal ganz kurz aus. Weil da hinten stehen viele von den Siechen umeinander und das wollte ich da mal nicht wirklich so ein Risiko eingehen, das nicht anzubringen. So, jetzt haben wir das nochmal eingesammelt. Ich probiere es jetzt nochmal. Nein, der verschwindet. Und jetzt fehlt uns der Eingeweide, um das zu machen. Okidok. Okidok. Also funktioniert das nicht wirklich. Dann würde ich sagen, ich versuche mich jetzt da irgendwie näher zu schlängeln. Und nochmal so eine Monstrosität zu beschwören. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, wir können uns da wirklich so eine klitzekleine Armee aufstellen. Von denen, dass wir irgendwie 5 oder 6 von denen mitnehmen und los geht's. Und wie es aussieht, funktioniert das wirklich nicht. Mit einer Monstrosität allein soll ich gegen die ganze Armee dort. Versuchen wir es mal. Mehr als sterben können wir nicht. So, let's do it. Dann probieren wir das einmal. Mein Drachenvolk ist wieder da. Gut, da muss ich ihn nämlich nicht beschwören. Schön ausweichen, sonst müssen wir da unnötig kämpfen. Ja, aber es sind aber recht viel. So, wir müssen wir müssen alles Mögliche von denen niedermetzeln. Dann schauen wir mal, ob wir das einigermaßen gut anbekommen. Jetzt sehe ich da sogar wieder weg der Dings ist da. Jetzt sehe ich halt nicht mehr, wie viel Leben mein Drachenvolk hat, aber wir sind das dritte unterwegs, um die jetzt zu vernichten. Aber ich behaupte, wenn ich da ein bisschen zu weit reingehe, ist Feierabend. Wenn wir schon allein den Haufen da, der würde uns doch niederstrecken, hochziehen.
Jetzt greifen wir gerade wieder 2 mehr an. Ich weiß nicht, wie sie sich das genau vorgestellt haben, aber ich glaube, ich beiße da jetzt gerade rüber. Jetzt greift mir gerade die nächste an. Und unsere Monstrosität kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich weiß es nicht. Ich möchte, dass ihr das Wiederbelebungsset für Monstrositäten benutzt, um eine wiedererweckte Monstrosität zu erschaffen, mit der ihr 15 Eiskugeln. Aber die Monstrosität bringt mir doch gar nichts. Ich weiß wirklich nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Also. Schon ein bisschen happig, weil er greift gerade so viel aufs Mal an, weil dort halt so viel sind. Das wird mühsam. Das wird eine richtig mühsame Quest. Jetzt sind wir halt gestorben. Dagegen kann ich jetzt eine Runde nehmen. Ich muss das ja irgendwie mal ausprobieren. Aber ich würde fast behaupten, ich bin mit meiner ohne die Monstrosität schon fast besser dran. Ne? Aber das ist jetzt so eine. Das ist jetzt so eine Sache von der Frage. Jetzt schaue ich mir das nochmal ganz kurz an. Ich gehe auf meine Niederschwingendrachen, sobald ich mich wieder belebe. Ist wenigstens cool, dass wir in die Eiskrone können uns rumfliegen lassen, dass wir nicht alles zu Fuß gehen. Ach, jetzt bin ich einfach gestorben. Mann. Das ist auch nicht die Sinn von der Sache. Jetzt liegt meine Leiche gerade mit da umeinander. Und sonst wirklich probieren, einen nach dem anderen gemütlich rauspicken. Ich würde jetzt sagen, da hinten hätten wir ja Monstrosität. Dass ich es irgendwie von der Seite her versuche. Aber die greifen gerade immer 3, 4, 5 aufs Mal an. Ich glaube, das wird schwieriger als erwartet. Das wird wirklich schwieriger als erwartet. Aber wisst ihr was? Ob ich das schaffe oder nicht, ich glaube, das sehen wir sonst in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde WoW mit Schweiz. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Ich würde mich ziemlich darüber freuen. Kommentar dürft ihr natürlich alles schreiben, wenn ihr einen lieben Hinweis oder einen Tipp habt, wie ich die Quest besser machen soll. Dann würde ich aber mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Einschalten und ciao!